So, und heute ist der 3. Oktober, ist ein richtiger Festtag. Heute wird nämlich der Ottmarsheimer Wengert gelesen. Hier gibt es einen Riesling-Weinberg. Der wurde angelegt 2016, das war das Jahr der 1250-Jahr-Feier. Jetzt, guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt, da ist der Ottmarscher Wein. Ja, Qualität ist sehr gut. Also ich habe schon gemessen mit 98 Häcksler. Und natürlich auch ein bisschen weniger. Aber jetzt gucken wir, dass wir im Schnitt so immer auf 85 bis 90 kommen. Dann wäre es ja super. Viele Zuschauer fragen, für was sind die blauen Netze? Die sind gegen die Staren. Die Staren kommen, dann fressen die Trauben. Und dann machen wir die Netze noch, damit wir auch noch ein paar kriegen, dass die nicht alle holen. So, bei den Ich Flaschen. sage, wo es mehr Wengert hat wie in Ottmarscher. Zum Beispiel. Ja, wir haben halt in Ottmarscher extrem gute tiefgründige Lehmbeete. So. Und da haben wir auch keine Wasserprobleme. Und gerade der Carsten Faschian sagt immer, du hast die beste Lage da oben in Ottmarscher. Weil da ist luftig, die Trauben sind gesund, wir haben fast nichts Fauliges und mit ganz wenig Spritzer kommen wir aus. Ja. Also einfach eine luftige, gesunde Lage. Und Ottmarsheim war ja sogar mal Luftkurort vor 100 Jahren. ist wahr? Ja, Aber- gibt es alte Postkarte davor. Aha, also gut. Das ist die gute Herluft. Ja, einwandfrei, gell? Hallo Herr Höfig, Hallo. Sie sind auch gern hier dabei? So ist das, jawohl. Ja. Jedes Jahr? Jedes Jahr. Jedes Jahr. Weil das muss bleiben, vom Wengert, vom eigenen, dass man beim Freund auch liest. Ja, bei der Lese helfen immer alle zusammen, damit es schneller geht. Viele Hände, schnelles Ende, gell? So ist es. Hallo Frau Höfig, Sie machen das auch sehr routiniert. Machen Sie es von Kind an? Nein, wir haben das erst vor ca. 15 Jahren haben wir uns einen Weinberg gekauft und ab seitdem mache ich das. Ich bin in Stuttgart geboren, ein Stadtkind. Haben uns alles so angeeignet. Aber auch als Stuttgarterin kann man es in Ottmarsheim gut aushalten, oder? Ja, selbstverständlich, genau. Hier ist ein bisschen weit vom Schuss, aber ist trotzdem alles da, genau. Ja. Und da ist die Familie Kramer. Hallo. Hallo. Haben ihr noch einen eigenen Wengert? Nein, nicht mehr. Also dann helfen wir da Hanne mit. Wir helfen halt der Freund noch ein bisschen mit. Wenn man bei der Weinlese dabei sein kann, das ist ja sowieso das Beste von allem, oder? Natürlich. Und auch nachher beim Wein trinken. Genau. Der Riesling ist so wie wir Schwaben. Der ist rau, aber herzlich. Ja. Guck, bist du auch da bei der Lese? Ah, und du hast einen Trauber. Da rein. Da, nein. Super. Ja, hallo Jörg. Und du hast auch eine Scherle verhaftet. Ja, für mich ist das eine Premiere. Ja, du hast da nicht widerstehen können, gell? Im Ottmarscher Wengert. Das ist 100% Steillage, der ist auch nicht schlecht. Ist es für dich sehr bedeutsam, wenn der Hanne in Ottmarscher wieder ein Wengert ist? Schon, weil letztendlich als Kind hat man ja immer wieder bloß gehört, dass früher in Ottmarscher auch mal Wengert gehabt hat. Und die Zeiten sind ja schon lange vorbei. Hinternaus das Wengertle, das weiß man ja noch, dass da mal Wengert gewesen sind. Und da hat es ja noch einen Meierle und alles. Aber so wirklich erinnern kann ich mich sowieso nicht mehr dran. Zu meiner Lebzeiten war da ja schon kein Wengert drin. Und jetzt halt wieder, ist doch schön. Ich finde das auch super. Also für uns Ottmarsheimer ist es eine Bereicherung, auf jeden Fall. So, na gucken wir mal. Jetzt probieren wir mal, wie viele Häcksler die haben. Das ist ein Refraktometer, da kann man mit der Lichtbrechung den Zuckergehalt messen. Und jetzt guckst du mal selber rein, jetzt sind wir 97 Häcksler. Hallo Anne, Hallo Katrin. du als Landfrau bist immer überall dabei und hast immer viel zu tun, stimmt's? Ja. Da ist so eine Weinlese, aber trotzdem ein Highlight in so einem Schaffjahr, oder? Ja. Ich mache das auf jeden Fall gern. Anne, das sieht aber toll aus. Was hast du denn da? Eine rote Würst und Bratwürst und weiße Würst und es ist halt so Tradition, dass man das beim Wengert macht. Auf jeden Fall. Normalerweise gehört noch Stänkerkäse dazu, aber Ja. das mag ich nicht. Aha, das schränkt die Auswahl natürlich ein. Ja, dann können wir uns auf eine rote freuen. Das gehört echt so. Ja. Genau. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.